Moin, da sind wir wieder. Hier sind wir wieder mit der 8. Folge von Platt to Go, unseres Lütte Plattshow. Wir sind heute hier im Archivkeller vom Ohnsorg-Theater. Hier lagern lauter lustige alte Schätze. Und da wollen wir doch mal gucken, was wir hier an plattdeutschen Fundstücken noch so auftreiben können. Ich nehme euch mal mit. Ne, da wollen wir nicht hin. So. Guck mal mit. So, wir sind jetzt hier mitten im Ohnsorg-Archiv. Hier lagern viele plattdeutsche Literaturbestände. Also hier haben wir Gorch Fock zum Beispiel, kennt ihr vielleicht noch vom Gorch Fock, weil von unserem plattdeutschen Rundgang, Bruder von Rudel Kiener, auch wichtiger plattdeutscher Schriftsteller. Hermann Claudius, kennt vielleicht auch noch der ein oder andere. Was haben wir hier? Nee, doch da, Klaus Groth, überhaupt der plattdeutsche, ja Goethe, solche Vergleiche sind eigentlich unnötig, ne? Aber der plattdeutsche Dichter überhaupt. Wo haben wir denn? Da. Mutter Mebs, Fritz Stavenhagen, der plattdeutsche Hauptmann. Warum macht man immer solche Vergleiche? Aber man macht sie, ne? Ganz wichtiger Dichter. Dann haben wir irgendwo hier Fritz Reuter, neben Klaus Groth, auch einer der großen plattdeutschen Literaten. Aber das ist ja jetzt alles hier ziemlich alt, ne? Also gut, aber alt eben. Aber gibt es nicht auch neue plattdeutsche Literatur? Es ist ja eine moderne Sprache, es lebt ja. Ich würde sagen, ist schön hier im Archiv, aber wir steigen mal wieder hoch und gucken mal, was es so an neuen Medien, Musik, TV, Podcasts, Kino, alles das gibt es auch auf Plattdeutsch. Und da gucken wir mal, was das heute so gibt. So, wir haben hier mal so ein paar Bücher angeschleppt, neueren Datums. Also wenn Sie irgendwo in Hamburg in so einen großen Buchladen gehen, da gibt es ja meistens auch ein Hamburg-Regal für die Touristen, aber auch ein Plattdeutsch-Regal. Da finden Sie dann Gedichte von Christa Heise-Batt, Weihnachtsbücher oder Werner Mommsen, kennen Sie vielleicht auch aus dem Ohnsorg-Theater oder aus dem NDR. Und Ina Müller kennen Sie natürlich auch aus Film, Funk und Fernsehen und aus der Musik. Die hat auch auf Plattdeutsch geschrieben. Ina Müller ist ja eine Plattdeutsche, ist in der Nähe von Bremerhaven auf dem Bauernhof Plattdeutsch aufgewachsen. Und so schreibt sie auch. Auch das kann man sich gerne mal einverleiben, also so geistig, nicht? Dann gibt es aber auch Klassiker. Und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen damals am Ohnsorg-Theater noch den plattdeutschen Faust gesehen, mit Joachim Gliese als Faust und Uwe Friedrichsen als Mephisto. In der wunderbaren Übersetzung von Friedrich Hans Schäfer. Ich habe Philosophie studiert, auf Kortenkniep und Doktorn lehrt und leider auch nun glauben Priestern, dat dem ich heil den Kopf verbestern. Das do ich nu, ich arme nah und wüsst gern, wat ich dorf und ha. Das lohnt sich. Dann gibt es William Shakespeare, seine Sonette, Mecklenburger Platz zwar, aber immer noch, wir haben gelernt, die Dialekte sind sich relativ ähnlich. Wunderschöne Übersetzungen von Renate Wüstenberg. Wenn Sie da mal reingucken, das erste Sonett. Vermehren mützig uns schönst, wünscht doch uns hart, die Ros die Schönheit heit, mich jümmers bläu. Shakespeare auf Platt, auch das lohnt sich in der Übersetzung von Renate Wüstenberg. Aber auch für die Lütten haben wir was. Da haben Sie bestimmt schon mal gesehen, gibt es auch im Ohnsorg-Theater in der Vitrine, Asterix ob Platt, von unseren Plattdeutsch-Päpsten Hartmut Cyriax und Peter Nissen übersetzt, der Spückenkieker, der Seher. Und so klingt das. Wie schrieb das Jahr 50 vor Christus? Heil Gallien ist in römischer Hand. Heil Gallien? Nee, du gift dat ein Dörp voll mit obser nordsche Mannslüd und Frauens, die sich wehrt und sich von den Butenlanders nicht unerkriegen lobt. Asterix und Obelix, ob Platt. Dann gibt es ganz tolle Sachen, die leider zurzeit vergriffen sind. Da kann man mal so ein bisschen googeln. Wenn man Glück hat, findet man das antiquarisch und vielleicht auch noch zu einem bezahlbaren Preis. Das hier wird hoch gehandelt. Wenn Sie das noch als Weihnachtsgeschenk bei sich im Regal stehen haben, haben Sie Glück. Können Sie trotzdem googeln. Das will jeder haben, der plattdeutsche Harry Potter. Harry Potter und die Wunderstein, auch wieder übersetzt von Cyriax und Nissen. Kapitel 1, der Jung lebt. Herr und Frau Dursley in die Gusterweg Nummer 4 wären heil und der einfache Lüd. Dat kun sie von sich sengen und da wären sie stolz ob. Bannig stolz sogar.
Da werden die Letzten von denen denken können, dass sie was mit Snorksche, Sorgen und Spökenkram in der Hand haben. Der mit so einem dummen Tüch, wo sie aber auch rein gar nichts zu tun haben. Harry Potter, ob platt. Und auch schwer zu kriegen, übersetzt von Friedrich Hans Schäfer, der auch den plattdeutschen Faust wunderschön übersetzt hat. Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Das klingt denn so. Pippi trägt nur de Villa Kunterbund. Buten für de lürliche Stadt, wer in Ohlen Wildwussen goan. In den Goan stund in Ohl Hus. Und in düt Hus hat Pippi Langstrumpf in wohnt. Villa Kunterbund. Auch das kann man versuchen, sich antiquarisch noch irgendwo zu besorgen. Gibt es auch noch. Muss man ein bisschen gucken. Also Bücher ohne Ende. So, das ist natürlich noch lange nicht alles. Das können wir hier auch nicht erfüllen. Es wäre ja auch schade, wenn das alles ein plattdeutsche moderne Bücher wäre. Wir gucken mal rein. Da haben wir ein paar Tipps für euch. Und zwar gibt es hier nämlich zum Beispiel Plattschap. Also Schap kennen Sie vielleicht. Kennt ihr Plattschap? Der Schrank. Plattschap, der Plattschrank. Da könnt ihr schmökern. Kinderbücher gibt es hier. Buttons, aber auch Tassen gibt es hier, Kalender, viele, viele Kinderbücher und auch Tipps. Hier sehen wir zum Beispiel, der plattdeutsche Kinofilm Boat und Dood hat am 10. April eine Filmsession online. Da kann man also für 10 € sich einen Link zuschicken lassen, dann kann man Boat und Dood online gucken. Also auch hier immer mal reingucken, lohnt sich für plattdeutsche Tipps, Kultur, Bücher, Geschenke. Reingucken, plattschap.de. Dann gibt es den Quickborn Verlag. Das ist der einzige rein plattdeutsche Verlag. Da gibt es nur plattdeutsche Bücher. Also auch da unbedingt mal reinschmökern. Bücher gibt es hier, Hörbücher gibt es auch. Wer Plattdeutsch auf die Ohren haben will, um sich ein bisschen reinzuhören. Quickborn Kids haben wir aber auch. Also auch da mal reinschmökern. Dann kennen Sie vielleicht den Satz. So sieht er im Unsorgtheater aus. Das war mal die Farbe. Er wird viel benutzt, er liegt viel in der Sonne und ist jetzt ausgeglichen. Den Satz können Sie aber auch im Internet besuchen. Das ist quasi der plattdeutsche Duden, das Wörterbuch. Und hier gibt es online auch neue plattdeutsche Wörter. Also, was heißt zum Beispiel Bundestag auf Plattdeutsch und sowas. Dann gibt es die ganze plattdeutsche Grammatik. Das ist wunderbar zum Nachschlagen. Und irgendwann ist hoffentlich auch der Netzsatz im Internet. Noch ist er nicht fertig. Dann kann man sogar online nachschlagen, wie wird denn Plattdeutsch eigentlich geschrieben und was heißt es denn eigentlich. Und die Adresse dazu sas-platt.de. Der Satz im Internet. Ich hab einfach bloß Glück gehabt, da gibt nix drauf verstanden. Wie wirklich noch in Nähe Heimat liegt. Über Morgenheit und Blömen, Marsch und Geest und über Meer. Wir sind in Sterngebusthus und wo ist der Ist denn nicht beleuchtet ans Echt, was wichtig wär. Das waren die Deichgranaten. Anni Heger und Insina Lüschen, zwei ostfriesische Cousinen, die auf Plattdeutsch singen. Das ist ihre neue Single Jo. Ein neues Heimatlied. Also da gerne mal reinlustern. Auf YouTube gibt es das ganze Video. Die Deichgranaten mit Jo. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Teilbereich. Musik. Plattdeutsche Musik. Was haben wir da? Da gucken wir mal rein. Godewind kennen wir nicht hier. Das ist die plattdeutsche Volksmusikgruppe. Hat sich jetzt auch wieder neu zusammengesetzt. Die Gruppe ist ja uralt. Da wechselt immer wieder die Besetzung. Jetzt neu mit dabei ist Gerrit Hoss. Der macht auch eigene plattdeutsche Solomusik. Können Sie auch im Internet mal reingucken. Hier Gerrit Hoss. Können Sie seine eigene plattdeutsche Platte angucken. gerrithoss.de. Und der ist jetzt auch bei Godewind mit dabei. Auch da kommen also neue Titel. Immer mal gucken, ob es was Neues gibt. Ina Müller hatten wir eben schon bei unseren Buchtipps. Und Ina Müller singt auch. Da gibt es die Schallplatte. Die Schallplatte. Super Titel. Auch da mal gucken, kriegt man auf jeden Fall noch Ina Müllers plattdeutsche CD. Nur plattdeutsche Songs drauf. Einfach mal reinhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ganz was anderes. Plattdeutscher Hip-Hop und Elektro. Es gab, muss man leider sagen, die 50 Pence. Das war eine plattdeutsche Hip-Hop-Gruppe. Im Internet könnt ihr die Seite noch finden. Ihr könnt auch die Musik noch hören und downloaden und die CD kaufen. Kommt leider nichts Neues mehr, denn die Gruppe hat sich vor 2, 3 Jahren aufgelöst. Aber trotzdem nochmal durchstöbern. Was ganz anderes. Plattdeutscher Hip-Hop und Elektro. Also Plattdeutsch kann alles. Aber das Coolste ist, es gibt plattdeutsche Bandwettbewerbe. Und zwar mindestens 2 in der Zahl, es gibt sogar noch mehr, glaube ich. Plattbeats und Plattsounds.
Plattbeats ist nämlich der Plattdeutsche Song Contest für Amateurmusiker zwischen 15 und 30 Jahren, also für den jungen Nachwuchs. Da sollen junge Leute dazu gebracht werden, Musik zu machen, und zwar auf Plattdeutsch. Und, wenn die das nicht können, gar kein Problem. Da wird euch geholfen, ihr schreibt den Text auf Deutsch oder auf Englisch und dann wird er für euch übersetzt und ihr kriegt auch Hilfe, wie ihr das aussprecht und wie ihr das einsingt. Da wird richtig was getan, damit junge Leute auf Plattdeutsch Musik machen. Und da könnt ihr auch mal reinlustern. Da gibt es da nicht viel zu gucken. Dann der zweite große plattdeutsche Bandwettbewerb ist Plattsounds. Unter plattsounds.de, der findet auch dieses Jahr wieder statt, könnt ihr euch noch bewerben bis zum 30. September 2021. Und auf der Website könnt ihr euch hier auch die Teilnehmer vom letzten Jahr angucken. Letztes Jahr hat Majanko das Plattsounds-Finale gewonnen mit ihrem Pop-Indie-Song Wies. Und da lustern wir auch mal eben rein. Wie klingt das? Plattdeutscher Indie-Pop. Na, take mich nicht hoch und rief mich nicht los. Ich bin hier und nicht da. Belange nicht bloß mit den Herzblutsmin. Just es dir und den Ehre. Na, take mich nicht. Und auch mit dabei letztes Jahr bei Plattsounds war Julia Giampietro mit ihrem Song Ustit. Kiekst du auf mich, Hose tief und du an und die blieb noch so rot, können wir nicht alle wie sein. Der Moment fühlst du ihn in kurzer Ewigkeit, als Bild für uns dort mit dem Geist. Und nicht zu vergessen gibt es noch die Tüdelband. Benannt nach dem Tüdelband. Plattdeutsche Musik aus Hamburg. Plattpop ut Hamburg. Eine plattdeutsche Popgruppe aus Hamburg. Da auf jeden Fall mal reingucken unter die-Tüdelband in einem durchgeschrieben.de. Die-Tüdelband.de. Ü mit UE, ne? Und wenn ihr schon dabei seid, gerne auch mal bei YouTube oder bei Google eingeben, die Plattmacher von Radio Bremen. Da gibt es etliche Songs, die ihr kennt auf Englisch, in plattdeutschen Textversionen. Einfach mal reinlustern, die Plattmacher. Auf YouTube oder bei Google gucken von Radio Bremen. So, wir hatten schon plattdeutsche Bücher, plattdeutsche Musik. Aber wir haben ja heute noch neue Medien dazu bekommen. Auch auf YouTube ist Plattdeutsch da und auf Instagram und überhaupt überall in den sozialen Medien. Unter anderem wollen wir euch heute mal zeigen Eat Platt Love. Also Eten, Plattschnacken und Leifem. Essen, Platt und Liebe. eatplattlove.de. Das gibt es auch auf YouTube und ist ein YouTube-Channel von Lisa. Und Lisa hat die Mission, Plattdeutsch in unserer Generation wieder zum Aufblühen zu bringen. Also die will euch Plattdeutsch beibringen mit kleinen Instagram-Memes, mit kleinen Grammatiktabellen, Rechtschreibtipps, kleinen Wörtern im Alltag. Heute mal dieses Wort, morgen mal das. Da gucken wir auch mal rein, wie das so aussieht. Plattdeutsch nebenbei lernen im Alltag. Hallo meine Liebsten, herzlich willkommen zurück hier bei Eat Platt Love. Ich bin die Lisa und Tahopen lehrt wie Plattdeutsch, beziehungsweise Hüt, mockt wie Geburtstagskarten schrieben. Ich gebe schon den Anfang, ich gebe schon einen Mittelteil und einen Schluss und ihr könnt ganz persönlich dann schaune Geburtstagskarten für schauen Liebsten und Plattdeutsch schreiben. So, nächster großer plattdeutscher Medienblock, Podcasts, Radio, Funk. Auf NDR 90,3 könnt ihr montags bis freitags um 9:30 Uhr den Norrichten ob Platt hören, also die plattdeutschen Nachrichten, montags bis freitags um 9:30 und quasi im Anschluss auf Bremen 1, geht natürlich auch online, könnt ihr auch die plattdeutschen Nachrichten hören um 10:30, eine Stunde später. Also gleich zweimal plattdeutsche Nachrichten, montags bis freitags, jeden Tag. War das los in der Welt. Sonntags gibt es auf 90,3 um 8:30 Uhr, bisschen früher, aber ist alles auch als Podcast im Internet verfügbar. Wie Snack Platt, die ganze Sendung Plattdeutsch, plattdeutsche Rundgänge, plattdeutsche Gäste. Da werden Theaterstücke vorgestellt, Theaterkritiken, Ausstellungen besucht. Alles Mögliche, was mit Plattdeutsch zu tun hat, wird da vorgestellt und wird für euch zusammengetragen. Plattdeutsche Veranstaltungstipps, da mal reingucken. Wie Snack Platt, sonntags 8:30 Uhr auf NDR 90,3. Aber es gibt ja auch noch NDR 1 Niedersachsen. Und da gibt es die Sendung Plattdeutsch, guter Titel, immer montags von 19:05 Uhr bis 20 Uhr. Eine ganze Sendung Plattdeutsch. Außerdem gibt es Dütt und Dat ob Platt,
Ein plattdeutsches Magazin mit Ilka Brüggemann, samstags von 18 Uhr bis 20 Uhr, 2 Stunden lang Plattdeutsch, immer samstags auf NDR 1. Und ganz neu von Ilka Brüggemann der Podcast Wie sünd platt. Auch da einfach mal googeln, findet ihr Wie sünd platt Podcast. Da werden Plattdeutschsprecher, Plattschnacker interviewt. Sandra Keck vom Unsorgtheater war auch schon dabei, also da mal reinlustern. Wie sünd platt Podcast im Internet. Für die Mecklenburger gibt es auch noch auf NDR 1 Mecklenburg-Vorpommern Plattdeutsch an Sündach, sonntags zwischen 6 und 9 Uhr auf NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern und die Klönkist sonnabends von 19.05 Uhr bis 20 Uhr. Und last but not least bei NDR 1 Welle Nord Moin Schleswig-Holstein von Binnenland und Vorderkant immer montags von 20 Uhr bis 21 Uhr auf Plattdeutsch. Das war natürlich eben bannig viel auf einmal. Also wer da gerne mal reinlustern möchte in die plattdeutschen Inhalte vom NDR, der kann auch einfach nochmal googeln, NDR und Plattdeutsch. Dann finden Sie relativ einfach diese Seite, Plattdeutsch in Radio und Fernsehen im Überblick. Und da haben Sie alle diese Seiten nochmal schön ordentlich aufgestellt und können sich auch die Inhalte nochmal angucken. Auch die plattdeutschen Fernsehsendungen. Hallo Niedersachsen, ob platt, gibt es nämlich auch. Und da gucken wir jetzt doch direkt mal rein. Düsseweg ob platt, die plattdeutschen Wochennachrichten vom NDR. 1:0 für Pauli. Die Weg ging mit den Stadtderby in der zweiten Football-Bundesliga los, da den obwoilt het. So wie Düsseweg, meine Plattdeutsch tun nochern als Podcast, findet ihr auf ndr.de/93. Dann gibt es ja auch schon ganz, ganz lange das niederdeutsche Hörspiel, das plattdeutsche Hörspiel von NDR und Radio Bremen. Und da finden Sie auch tatsächlich in der ARD-Audiothek wirklich viele Hörspiele. Einfach gemütlich zu Hause hinsetzen mit einer Tasse Tee oder einem Bier und da mal reinlustern. Gibt es wirklich viele Inhalte. Und in eins können wir mal reinlustern mit ganz vielen Unsorg-Kollegen und mit meiner Wenigkeit und Eileen Weidel und Edda Luges. Hören Sie Selma, das ist eine der neuesten Folgen vom niederdeutschen Hörspiel. Da lustern wir mal eben kurz rein. Habt Sie von Magnus noch mal was gehört? Einmal käm in Kurt ut Japan, Kirschblütenfest. Lachen Japaner ob blaue Matten in dem Park in der blauen Kirschböhm. Wie dringt Rieswien, kickt uns die Kirschböhm an und freut uns, dass der Winter vorbei ist. Ich hef ordentlich die Längen nur die, schrieb hey. Ach, ist hey jümmers noch in Japan? Er wohnt 20 Kilometer von hier, Was? direkt an der Landstraat. Und sie habt nie nicht Wettersehen? Mm-mm. Was für eine traurige Geschichte. Bin paar Mal mit dem Bus vorbeifort, man nie nicht utsteigen. So, und allerletzter Beitrag zum Audiobereich ist der Podcast Sprok von Jan Graf. Früher war der auch beim NDR, heute ist er Referent für Niederdeutsch beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Und da können Sie auch mal reingucken. Da sind wirklich spannende Themen, muss man sich so ein bisschen durchklicken. In einer der letzten Folgen war er zum Beispiel zu Gast in einem niedersächsischen Podcast. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Plattdeutsch in den Niederlanden. Da könnt ihr wirklich mal unser Plattdeutsch und das niederländische Plattdeutsch im Dialog hören. Die beiden sprechen auf Plattdeutsch. Der eine in holländischem Platt und der andere in deutschem Platt. Das ist ganz spannend. Einfach mal reinhören und einfach mal gucken, wie viel man versteht. Und auch politisch interessant, was da geredet wird. Sprok von Jan Graf. So, das war Audio. Dann kommt jetzt Video. Denn auch da gibt es ordentlich was auf Plattdeutsch. Was Sie kennen, ist Büttenwader. Schön Norddeutsch, aber Büttenwader ist ja auf Hochdeutsch. Der ein oder andere weiß aber, Büttenwader gibt es auch auf Plattdeutsch. Läuft auch im Fernsehen, gibt es auch in der Mediathek. Büttenwader auf Platt, einfach mal googeln. Und auf DVD können Sie wirklich wie Englisch oder Französisch die plattdeutsche Tonspur einstellen. Da können Sie Büttenwader auf Plattdeutsch hören. Und auch da hören wir mal in eine Folge rein mit dem unserem Kollegen Till Huster, der macht da auch mit. Büttenwader, so hört sich das auf Plattdeutsch an. 8 Minuten für Teingeit, Schönbühle und den Krochhut. Und Thors an mit Lüttes Lach sieht. Der kann auch nicht mehr so viel verträgen. Glock negens lüt Shorty den Dörbskoch wieder ab. Halbig Tein mock Günter Griem sehen Licht gut. Dennis Rau. Ich kann noch genauer, ich hef alles abschreiben. Danke, Eggy, das langt. So, aber das ist noch nicht alles. Dann gibt's auch was für die Lüppengifter-Dor. Ritter Trenk kennt ihr vielleicht, den Kinofilm und das Buch, die Kinderserie Ritter Trenk. Den gibt's auch auf Platt. Ritter Trenk auf Platt gibt's den Kinofilm auf DVD. Auch da gucken wir mal in den Trailer rein.
Hier kommt das große Aventür von dem plattdütschen Ritter Trenk, der so ein Karoschar und so plitschwer, dass sie wollt überall kennen den. Ich kann knapp auftäubender sein, wo flietig mein liefeigen Lüs auf wen sind. Ist das Hans? In das Kaschott mit dem! Stormleaf, kein Schritt wieder! Fangt das Schwein und bringt mich diesen Buren weg! Hätten Sie ein altes Ding? Das muss doch möglich wen sie gegen Berthold zu wehren. Aber wo wollt du das denn morgen? Ich muss ein Ritter waren. Aber als du ein Jung hast du da doch überhaupt keine Chance. Das wird sich erst wiesen, wenn ich das versöcht hef. Und last but not least gab es letztes Jahr eigentlich den ersten komplett plattdeutschen Kinospielfilm, Boat und Don't. Der hätte genau an dem Tag Premiere gehabt, wo der Lockdown anfing. Darum ist der bisher ganz wenig im Kino gelaufen. Kommt dann irgendwann bald der Trailer von Boat und Don't, der erste plattdeutsche Spielfilm im Kino. Das Boot ist klaut. Glüff mi dat. Find das Boot. Und die Ganoven, die das klaut. Und uns Hochzeitsboot kannst allein fahren. Kundschaft! Erst siehst du ein Boot, was nicht da ist. Dann siehst du ein Auto, was nicht da ist. Ja, was nun wohl kommt, was? Sag mal, hast du Halluzinationen? Slimmer kann das ja wohl nicht mehr kommen. Vielleicht hat jemand erkannt, Dirk Böhling spielt da mit. Der hat auch schon am Ohnsorg-Theater inszeniert und hat außerdem auch beim NDR viel gemacht und bei Hörspielen auf Plattdeutsch. Ich war auch dabei. Und der zweite Teil wird auch schon geschrieben. Und wer ist auch dafür im Gespräch? Anni Heger von den Deichgranaten. So schlägt sich der Bogen durch die ganze Folge. Das Fundstück des Tages ist diesmal wieder eine E-Mail, die haben wir von Thorsten Barnewitz bekommen. Die E-Mail ist schon sehr lang und war nicht nett, die kann ich jetzt nicht vorlesen, weil das viel zu lange dauert, denn Thorsten hat uns ein Gedicht geschrieben. Wahnsinn! Und das muss hier vorgelesen werden, denn wäre viel zu schade drum. Kein Amtsschimmelgehoppel für Namensgleichheitsdoppel. In Hamburg ist seit Jahren Brauch, kein Straßennamen, kein Plätzchen auch, im Großgebiet der ganzen Stadt sich mehrfach hier zu finden hat. Das heißt, dass bloß kein Name doppelt erscheint, heimlich dazu gemoppelt. Das sieht ein jeder Mensch doch ein. Von einer Straße gibt's nicht zwei. Also ward geltendes Gesetz, befehlsgemäß für Straß und Plätz, wo Namensschilder sich stark gleichen, muss eins von beiden leider weichen. Gesetz ist Theorie und grau, doch Hamburger sind plitsch und schlau. Der Amtsbescheid, Gesetz zuletzt, war zwar legal, bald umgesetzt, doch legitim ist auch ein Recht, das angewendet werden möchte. So sah man nach nur wenig Stunden, welch Lösungshintertür gefunden. Wenn eine Straße einen Namen hat, des Inhalt Hochdeutsch ausgeschrieben, und man des Namens nicht ist satt, denn kun ob platt, dat sicher blieven. Ob disse wies hebt hier und dor, von Stratennorms wie Oakmullen por. Man für dat Amtsschimmelgehoppel ist dat juristisch kein Gedoppel. Wat guckt doch Hamburg hier dat hat. Hochdeutsch wird Amt, wird Leben platt. So schient nicht bloß für Plattdeutsch fründen, nur hüt ob alles Drortenschill die Sön. Das war das Gedicht von Thorsten Barnewitz und Scott McBee. Und dazu hat er uns geschickt, welche Straßen wirklich doppelt vorkommen in Hamburg. Nämlich einmal auf Plattdeutsch, einmal auf Hochdeutsch. Da haben wir hier den Bergkoppelweg, ob Plattdeutsch, den Bachkoppelweg. Die großen Bleichen, alte Heimat des Ohnsorg-Theaters und die Gruden Bläden. 5 Stücken und 5 Stück. Und noch mehr hat er uns geschickt. Ganz, ganz klasse. Vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns auch auf die Fundstücke von euch und auf eure Fragen. Immer her damit. Wir freuen uns. So, das wäre allwetter die 8. Folge von Platt to go, Ohnsorgs Plattschule.
Wie seht uns Dienstag wieder bei der 9. Folge von Platte Go? Schickt uns wieder hier Fragen und Fundstücken, wie freit uns und bis dahin. Tschüssing, bis Anamol und holt ihr fruchtig.